er ist halt gestorben, ne? Und deshalb steht da ein Haufen Essen rum und sowas, was jetzt halt kaputt ist. Also da kann er mir jetzt nichts davor. So, ich muss da jetzt halt durch. Also so schlimm finde ich es nicht. Bis aufs Badezimmer. Das Badezimmer war halt wirklich eklig. Ah! Ah! Ich merke schon, ey, das wird ein schlimmes Spiel für mich. Ich verschrecke vor jedem Scheiß. Guten Tag, ihr Leid. Es wird mal wieder Zeit für Walking Sim. In dem Fall wieder ein bisschen was Gruseligeres, nicht unbedingt Horror. Also zumindest mal nicht Horror im aktuellen, im zeitgenössischen Sinne, sondern Lovecraftchen Horror. Wie heißt das? Irgendwie so Space Horror oder irgendwie so wird das genannt. Keine Ahnung. Also grundsätzlich bisschen auf Lovecraft. Ich starte jetzt mal einfach ein neues Spiel und dann fangen wir an zu reden. Aber zuerst wird man die Klappe gehalten. Und los geht's. Wie kriege ich das? Ah, ja. Achso, ja. Kapitel 1, das Ereignis. Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen. Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit. Und es war nicht vorgesehen, dass wir diese Gewässer weit befahren sollen. Hans-Peter Lovecraft. Ja, ich weiß gar nicht, wie HP, für was das HP Lovecraft steht. Huch. Ich dachte, es geht doch weiter. Nee. Ah, jetzt geht's weiter. So, jetzt halte ich mal kurz mein Klapp. Oh, nur kurz. Where am I? What am I doing here? Das habe ich mich. Hoppala. Drück die linke Maustaste. Ja. Also. So. Wir sind auf alle Fälle in einer Höhle. So viel kann ich schon mal sagen. Guck mal her, du. Wie kam ich hierher? Was ist das für ein Ort? Ja, das weiß ich auch nicht. Okay. Wo bombelt einer? Okay, aus Wald oder so. Ne? Ui. Okay. Was ist das für eine Kreatur? Der Anblick lässt mich schaudern. Schauderer. Ah, hübsch sehen die Sonnenstrahle aus. Oh, guck mal, Leid, was auf dem Tisch. Der Mann auf dem Bild bin ich. Wie ist das möglich? Was ist das für ein Ort? Tja. Das werden wir dann wohl herausfinden müssen. So, ich gehe mal da hin ein bisschen umgucke. Okay. Von hier aus kann ich nach draußen sehen, aber der Riss ist zu klein, um durchzukommen. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Was ist das da für komische Mauer überhaupt in der Felsen? Also in einer Höhle drin quasi gemauert und das komische Dinger da sind da drauf. Alles seltsam hier. Okay. Was ist denn das da? Grüner Modder. Kann ich schon die verhupsen? Ob ich da runter kann? Jo, ich kann da nun. Okay.
Aber nur weil ich Nuna kann, heißt das nicht, dass ich Nuna muss. Haben wir das so jetzt halt eigentlich mitgenommen? Kann man das so mitnehmen? Kann ich wohl nicht mitnehmen. Okay. Da hinten gab es jetzt nichts. Wir gehen mal weiter. So. Können wir mal gleich ein bisschen quatschen. Lovecraft selbst, also so richtig die Bücher, die Romane, die Geschichte von ihm. Soweit ich weiß, habe ich keine einzige gelesen. Und Romane. Aber es gibt eine, meiner Meinung nach, sehr gute Manga-Reihe. Wo, ich weiß gar nicht, wer es ist. Ist es nicht... Ne, ich glaube nicht, dass es Junji Ito ist. Ich weiß nicht. Ich muss mal genau nachgucken. Wo er halt oder bestimmte Geschichte vom H.P. Lovecraft adaptiert in Manga-Form halt. Die sind recht gut, die kann ich nur empfehlen. So. Also das heißt, so ein paar Storys weiß ich. Wofür sind diese Zahnräder? Es scheint, als würde sich hinter dieser Mauer eine riesige Maschinerie befinden. Es ist vor allen Dingen laut. Geht man mich überhaupt noch? Ich gehe mal schon weiter weg hier. Oh, Feuer. Mensch, ob ich brennen kann? Nee, nur leid. Holz drin sogar. Es brennt nicht einfach nur so wie in Videospielen. Ah, da hinten ist wieder Licht. Wenn du nicht weißt, wo du bist, folge dem Licht. Oh. Ah ja. Aha. Ein Hebel. Boah, lass mich rote. Du fällst Zahnrad. Es funktioniert nicht. Es scheint, dass ein Zahnrad fehlt. What was that sound? Das habe ich mich auch gerade gefreut. Diese großen Steintüren sind fest verschlossen. Dieser Mechanismus muss dafür da sein, um ihn zu öffnen. Steht doch jetzt halt stehen. Steht doch dort. Du leidest Zahnrad. Ach komm, ich muss gucken, ob du was. Ich kann mich ja ducken, ne? Ich schleiche mich mal an. Ich nur was sehe. Das war vorhin schon da, oder? Das ist vorhin schon da. Oh, guck mal. Ich habe einen Fuß. Oh, ich habe 2 Füße. Wahnsinn. Bin mir nicht sicher. Ja, das Geschnödel da war schon da. Ob wir lehnen es nicht drauf an. Wir müssen nicht unbedingt überall hier rennen, wo man Monstergebrüll hört oder sowas. Dann gehen wir einfach mal gucken, ob wir da jetzt rauskommen, wann ich das Zahnrad da hinmache. So. Jawohl, ja, gucke. Die Türe geht auf. So, ei. Schön. Wald ist immer gut, ihr Leid, das wissen wir. Hüpf. So. Lass mal gucken. Kann ich schon nicht mehr hoch. Also mein Sprung hat irgendwie so ein bisschen Delay, finde ich. Oh, hübsch. Naja, geht so. Ja, jetzt ist schon in Ordnung. Machen wir da so ein kleiner Pilz. Okay, die Leertaste, um zu springen. Dann machen wir das mal. Ich finde die... Steht da oben einer oder was? Hat er mal ausgefühlt, als würde einer stehen mit Herner oder so, da hin auf dem Berg da. Kann ich irgendwie zoomen? Nein, ne? Das ist ein komischer Turm, oder? Dann muss ich vielleicht mal gucken, wo ich hingehe. Aber hübsch ist es, ne? Okay. Ist
Magische Wasserfall. Panne. Blätterbäm. Wenn er ruhig den Nobs kann. Yep, ich kann. Ey, zum Glück sind die Checkpunkte gut gesetzt. Ja, sorry, aber hier... Du hast ja manchmal bei Spielen, wo dann halt... ja, hier ist unsichtbare Wand oder eine Alpha-Wand, wie es jetzt genannt wird. Und dann kannst du doch nicht nur hupsen, aber bei dem Spiel kannst du nur hupsen. Bist dann halt tot. Also Fallschade, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man... Ja, kommt drauf an, wie er aufkommt. So. Okay. Wir haben hier den steinigen Weg und wir haben hier den guten Weg. Wir gehen natürlich den steinigen, oder? Na, wir kommen ausnahmsweise nicht. Normalerweise gehe ich ja immer links. Oder nee, ist irgendwas? Ja, normalerweise gehe ich immer links, aber jetzt, ich weiß nicht, ich mag halt Wald. Was ist das? Statuette. Du hast ein Geheimnis gefunden. Cool. Was macht das? Außer Geheimsinn. Kann ich mir das irgendwo angucken? Ey, sorry, ich muss das, ne? Steuerung zeigen, Grafik, Spieleinstellungen. Keine Ahnung. Oh, die Tanne sieht verdammt gut aus. Und da sehe ich sogar einzelne Tannennoten. Oh, okay. Hier verschwindet es dann mal nicht so not tragisch, aber grundsätzlich, hey, das sieht wirklich gut aus. Also ja, es ist halt ein bisschen, ich meine, es wackelt und so, alles klar. Es ist, oh, die Brennnessel sehen auch gut aus. Also rein, okay, von oben natürlich, ne, aber so rein vom Grafischen sieht das schon verdammt gut aus. Ja, ich schlafe da jetzt halt durch und die echt bienen sich nicht zurück und so. Hopp, man kann nicht alles haben. Aber ich finde schon, dass es hübsch ist. Das Spiel ist von, ich glaube, das von 2021, soweit ich das weiß. Ist mehr oder weniger der, wie hat er das genannt, der spirituelle Nachfolger von dem Spiel vorher. Sorry, ich weiß nicht, wie das Spiel vorher geheißen hat. Ich habe einfach nur ein bisschen rumgeguckt. Ich hab einfach mal wieder Bock auf Walking Sim ohne viel Action, ohne Geballer, ohne Insammle, ohne schwere Rätsel. Einfach nur wieder ein bisschen rumlaufen, ein bisschen chillen, ein bisschen die Welt betrachten. Und das klappt schon im Moment. Ich hänge am Baum. Im Moment ganz gut hier, weil hübsch ist es schon. Ja, wann er wissen wolle. Also ich weiß, dass es, ich glaube, also es ist ein Indie-Spiel, von einem Entwickler gemacht. Ich glaube Italiener, soweit ich das weiß. Ja, wann er mehr wissen wolle, gucke in die Beschreibung, wo ich zu dem Video dazu mache. Und da schreibe ich schon als NIN, von welchem Studio das ist oder von welchem Entwickler. Und dann sehen wir weiter. So. Das erinnert mich gerade so an The Dingsbums von Ethan Carter. Wie hieß das dann? Binding? Nee, das war Isaac. The Longing? Das Verschwinden? The Vanishing of Ethan Carter. Genau, das Verschwinden von Ethan Carter. Oh, das ist ein hübscher Baum. Also. Oh, das müsste ich eigentlich Amo spielen. Das ist auch sehr auf Story und ein wunderhübsches Spiel, aber es jetzt wirklich schon von 2018 oder sowas ist, also Ethan Carter jetzt hat. Und aber zumindest in meiner Erinnerung ein sehr hübsches Spiel. Interessante Rätsel oder interessante Spielmechanik, viel Walking Sim. So, aber jetzt genug von dem. Wir gucken jetzt mal an dem Spiel da hin. Was ist denn das da hin eigentlich für ein Turm?
What's Dann going geht's on? los. Ja, genau. Oh my god! No, no, no! Ei. Alter Schlag. Ui. Ui. Schlag safe und ein Ei, da brenne die Bäume. Ist doch die Sonne? Was ist denn das da für ein komischer roter... Okay, da komme ich nicht nur. Das ist Lensflare-Effekt. Okay. Ich bin gerade ein wenig... Komme ich da vielleicht nur noch? Ja, da. Oder? Ja, hopp, ich gehe mal runter. Ich muss mal gucken, was das so war. Brennt alles. Oh, Stimme oder was? Okay, da komme ich nicht durch. Ah, nicht. Ich hätte doch irgendwo Stimme. Was ist das? Ist das Stell? Okay, hier geht's nicht weiter. Was ist das für ein komischer Nebeldamm? Ich glaube, ich gehe besser nicht ins tiefe Wasser hin. Da habe ich eine blöde Idee. Junge, wo bin ich? Okay. Hä? Ich bin daheim oder was? Was I dreaming? Oh. What time is it? 8 Uhr morgens oder abends, ich bin mir nicht sicher. Dieser Traum war alles so echt und beunruhigend. Fühlte sich so real an. Aber ich bin müde. Ich muss ins Bad mich erfrischen. So. Eva hat die Uhr noch, guck mal her, Bücke. 8 Uhr gezeigt, jetzt zeigt sie gar nichts mehr. So, okay, ich bin scheinbar wieder daheim. Guck mal her. Cloth, ist immer hier erst ingezogen oder was? Weiß gar nicht. Ja. So, kann ich die Tür da wieder zumachen oder bleibt die jetzt halt offen? So. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen und zu schließen. Meine Träume. Heute Nacht schreibe ich erneut in mein Tagebuch in der Hoffnung, dass es mir dabei hilft, einzuschlafen und wieder Frieden zu finden. In den Nächten plagt es mich, dass ich immer häufiger ganz plötzlich und aus unerklärlichen Gründen aufschrecke. Schweißgebadet und schrecklich müde habe ich unmittelbar danach das unangenehme Gefühl, dass ich etwas Verstörendes erlebt habe, das ich mich nicht mehr erinnere. Es könnte auch alles auf die jüngsten Ereignisse zurückzuführen sein. Die Trennung von Jenny, der Umzug und schließlich das Verschwinden meines Onkels Edgar. Insbesondere letzteres muss mich angesichts der Unklarheit des Sachverhalts mehr beschäftigt haben, als ich dachte. Was die Zeitung berichtet, ist in der Tat sehr seltsam. Nur Gott weiß, was mit ihm passiert ist. Mein neues Zuhause hat nicht dazu beigetragen, meine Situation zu verbessern. Vielleicht ist es einfach zu früh. Ich brauche mehr Zeit. So. Das scheint... Ja, ich würde sagen, das ist das Badezimmer. Was ist denn das da? Das ist hinter einer komische Glaswand. Das da ist kein gelber Zettel. Guck mal, ich hab Schlapper und ich schwebe irgendwie in der Luft. Okay. Schalter. Schalter. Oh, hübsch. Oh, geil. Keksdose. Was steht da? Milch, Eier, Saft, Geschirrspülmittel, Rattegift. Und ich sollte Pete zurückrufen. Ja, machen wir nur der.
Mache mal Not hier. Okay, dann weiß ich, also, ja, okay, das weiß ich jetzt anhand von. Hoppala, oh, sorry, voll ans Mikrofon gehauen. Das weiß ich anhand von der Küche und der Uhr und dass es Strom gibt und sowas, dass es wohl relativ aktuell ist. Lass mal kurz gucken. Könnte europäisch sein, oder? Wenn ich mal die Steckdose so arg sieht aus wie Schuko-Stecker. Steckdose. Oh, hat jemand mitgedenkt, ne? Wenn die Steckdose ist ein bisschen arg tief unten. Aber dass er hier Schalter an 2 verschiedene Dinge hat, dass nicht das ganze Zimmer laufen muss, das ist schon. Rudi sagt Telefon. Soll ich mal den Peter anrufen? Ich sollte Jennifer anrufen. Auch nicht jetzt. Heute möchte ich einfach nur entspannen. Ja, ruf doch mal den Peter an. Der hat's irgendwie nötiger. Also, oh, guck mal, das ist noch Kassette. Was ist denn das? Oh, es ist ein Datasette-Gerät. Krass. Kästen. Ein Kassettenrekorder. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Was ist denn jetzt genommen? An mir Inventar? Interessant. Also, wenn wir Inventar haben, dann wüsste ich nicht wo. Also PC. Ah, da guck. Eieiei. Der gute Intel-Zeller und ich gehe kaputt. Ah, guck mal da, Land of Pain. So hieß der Vorgänger, der spirituelle Vorgänger oder so von dem Spiel. Das ist mein neuer Computer. Er hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Dadurch kann ich jedoch häufiger von zu Hause aus arbeiten. Eieiei, 52er, was ist das, CD- oder DVD-Laufwerk? Geiler Scheiße. Was ist das daneben? Also die Tastatur ist aber nicht neu, oder? Das Ding sieht halt schon ziemlich gebraucht aus, wenn du mich fragst, aber hopp. Wer bin ich? Er hat ja nicht gesagt, dass er eine Nike hat, sondern Autoschlüssel. Okay, nehme ich auch mal mit. Hier hat noch ein Steckdose. Ja, definitiv Schuko. Oh, DVD-Player. Cool. Kamin. Hä? Ach, guck mal, mach ich mal Feuerschar. Ach, wie schön. Was, schon 12 vorbei? Ich liebe die Wärme des Feuers, wenn es draußen kalt ist. Es ist schon 12 vorbei, hey. Ich bin doch um 8 aufgestanden. Bücher. Das ist meine Sammlung alter Bücher. Ich muss sie noch in die Bücherregale einsortieren. Blumevase hat er Hauptolei. Fernbedienung. Ne, kann ich nicht angreifen. Der Fernseher, so guter alter Röhre-Fernseher. Oh, guck mal, der ist von Philips. Gute Philips. Ja, aber jetzt pass mal auf. Wieso steht denn der da so schief? Du müsstest theoretisch auf dem Stuhl da hucken, damit du gerade drauf gucken kannst. Na. Aber ein bisschen im Eck, das ist immer gut für den Fernseher. Weil da wird der Sound besser. Wenn da halt, im besten Fall hätte er den Fernseher so stehen, ne, dass er dann von da gucken kann, dass der Sound schön hier halt aus der Ecke sowas, dass es ein bisschen größerer Resonanz, Körpergedönse, Bereich gibt. So. Käste. Der Umzug war anstrengend. Ich muss mich noch um so viele Dinge kümmern. Okay. Ich würde mal behaupten, das da hinten ist das Badezimmer. Es sieht eher wie das Bischelzimmer aus. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Ja, ist mehr so Wäsche. Lampe ist aber nicht mehr so gut. Hab ich hohe Decke. Mein lieber Mann, hey. Es ist ein sehr kleines Zimmer. Und du kannst doch. Ach, der Teppich ist ein bisschen. Das sieht jetzt irgendwie so nur Junggesellebude aus. Abgesehen vom Bischelbrett. Kein normaler Kerl hat ein Bischelbrett. Also ich hab keins, weil ich bischel mal Wäsche nicht. Ich tue so Wäsche und ich tue so, wenn wir kein Druckler mehr haben, tue ich so auf die Wäscheleine aufhänge, warte bis er Drucke ist und tue sie so, naja, lustlos zusammenlegen, zumindest meine. Nom, 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 nom. Ja,
erstmal alles da, gutes deutsches Brot essen. Klack, 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 klack. Will er nicht. Ja, ich tue sie so einigermaßen zusammenlegt dann die Klamotte. Außer der Freundin ihre, die werden nicht wirklich zusammengelegt. Die werden mehr oder weniger in den Schrank geschmissen. Hatte ganz einfacher Grund. Ich habe früher ihr Klamotte auch immer schön zusammengelegt, schön in ihr Schrank insortiert und sowas. Ja, und dann geht sie morgens hin, zuzelt irgendwo ganz unten irgendwas raus, schmeißt alles, was oben drauf liegt, an T-Shirts oder was weiß ich was, schmeißt sie runter. Alles wird durcheinander, alles wird, wie heißt dann, wenn man etwas zusammenlädt oder faltet, wird entfaltet, krumpelig und dann nimmt sie der ganze Wust an Klamotte und schmeißt ihn einfach wild in den Schrank hin. Ja, und ich stehe da und denk mir, ey, was soll die Scheiße? Ich hab das schön zusammengelegt. Und du kommst einfach her und machst alles durcheinander. Das ist voll kacke. Und das war durch ihr Zeich nicht schön falte, die Klamotte, sondern ja, die werden genommen und einmal zusammengeklappt und dann irgendwo hingeschmissen. Oder so, Hund. Mit Blau. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen. Ich sollte mich im Badezimmer besser nochmal frisch machen, bevor ich gehe. Ah, ja, stimmt. Wir waren noch gar nicht im Badezimmer. Das dürfte dann wahrscheinlich das da sein, oder? Ja, das sieht mir. Mit dem hochflorischen Teppich. Ei, guck mal da. Guck mal, der ist so gelegt, der Teppich, dass wenn du auf dem Scheißhaus sitzt, dass du dann die Delfinsche beobachten kannst. Also noch ein paar Schlappe. Schöner Meuchelmantel. So, kann ich da irgendwie interagieren? Ja! Komm. Ach so. Ich dachte, das ist der da. Ne. Das Klopapier liegt auf dem Boden? Was ist denn das für ein riese Klobürstehalter? Da hat ein ganz kleiner Stiel, die Klobürste. Irgendwas stimmt da nicht. So, da kommt jetzt hoffentlich keiner raus, ja? Ich komme nicht her. So. Wäschpulver. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich hier ein wenig frisch machen will. Ich kann nicht aufhören, über diesen Traum nachzudenken. Es war, als würde mich dieses seltsame Objekt rufen. Ich fühlte einen tiefen, ursprünglichen Instinkt, der mich beunruhigte. Oh, es bimmelt. Ja, hier. Who's at the door? Ja. Oh, it's probably the postman. Ja, der hat ja jetzt nichts dagegen, wenn ich ihm im Meuchelmantel, in dem Schlafanzug die Tür aufmache oder was. Oh, da. Brief. Edgars Brief. Arthur, mein lieber Neffe. Wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass ich tot bin. Ich gab einem engen Freund die Anweisung, dir diese Nachricht zu überbringen, falls mir etwas Schlimmes passieren sollte. In den letzten Jahren haben wir den Kontakt zueinander verloren. Das weiß ich, und es tut mir leid. Mein Leben hat sich sehr verändert und ich bin nur ein Schatten des Mannes, den du kanntest, als du ein Kind warst. Ich weiß, dass es schwer für dich war, nicht zu wissen, wer deine Mutter war, besonders nach dem Tod deines Vaters. Ich war nicht immer für dich da, aber ich habe eine schwere Phase hinter mir. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wie du weißt, war ich nie verheiratet und hatte auch nie Kinder. Deshalb habe ich beschlossen, dir all meinen Besitz zu überlassen, auch wenn das nicht viel ist. Dein Erbe besteht aus meiner Wohnung und der alten Hütte in den Bergen, die früher deinen Großeltern gehörte. Das ist alles, was ich noch habe. Die Wohnung befindet sich im Gebäude Nummer 13 in der Oldwood Street in Winter Falls. Es ist ziemlich alt und in schlechtem Zustand, aber ich konnte mir nichts Besseres leisten. Unter meinen Sachen findest du wahrscheinlich einige Dinge, die für dich keinen Sinn ergeben. Ich bitte dich, alles einfach fraglos wegzuwerfen. Ich beziehe mich insbesondere auf meine Manuskripte. Sie sind sehr persönlich und wie du vielleicht erfahren hast, war das Schreiben in meinen dunkelsten Tagen mein einziger Trost. Ich bitte dich daher, sie nicht zu lesen und dich nicht mit meinen Nachforschungen zu beschäftigen. Werde alles los, damit nichts gefunden werden kann. Du findest den Wohnungsschlüssel in diesem Umschlag. Tu, was du willst, aber ich bitte dich, meinen letzten Wunsch zu respektieren. Ich habe dich immer geliebt. Dein Onkel Edgar. Es ist ein Brief von meinem Onkel Edgar. Es scheint, dass er mir seine alte Wohnung in der Stadt überlassen hat. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich gehe sofort dahin. Komm mal her. Ich kann nicht in meinem Schlafanzug nach draußen. Ich muss etwas Angemessenes anziehen. Ja, okay. Da hat er halt recht. Nee, den Morgenmantel will ich ihm auch nicht anziehen. Komm mal her. Ich gehe mal durch den Schrank. So, Kleidung wechseln. Alles klar.
Jetzt habe ich 2 Schlüssel. Eines ist ein Autoschlüssel. Eines ist ein Haustürschlüssel. Dumm, ich wie mich mal. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich kann mich nicht wie. Schade. So. Heute ist Tag der offenen Tür. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja Katze. Die freuen sich, wenn die Tiere auf sind. Was ist denn das du? Telefon. Ja, nee, das ist ein Argument. Okay, dann. Es wird eine lange Fahrt. Edgars Wohnung ist viele Stunden entfernt. Nun denn. Onkel Edgar ist vor über einer Woche verschwunden und nun erreicht mich ein Brief von ihm und ich erfahre, dass ich sein einziger Erbe bin. Es ist ewig her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich war noch ein Kind, aber ich scheine ihm so viel bedeutet zu haben, dass er mir all seinen Besitz vermacht hat. Die letzten Jahre habe ich nie gesehen, wohin er gezogen ist. Nachdem ich nun viele Stunden gefahren bin, habe ich endlich mein Ziel erreicht und kann nicht mehr weiterlesen. Habe ich endlich mein Ziel erreicht. Die im Brief angegebene Adresse führte mich hierher zu diesem alten Gebäude, im schlimmsten Viertel von Winter Falls. Die Wohnung sollte sich in der obersten Etage befinden. Oha. Okay, ich weiß, was er mit Alone. Ich weiß, was er mit schlimmsten Viertel meint. Es gibt keinen Grund, diesen Weg zu nehmen. They were here. Die sind hier. Was steht da unten? Woked? Irgendwie so. Was ist denn das? Das Aschbecher da oben drauf, ne? Okay, es ist schon... Jesus, nee. Ich mich schon jetzt so verschrecke, hey. Oh, wenn es schon so losgeht. Ich habe schon so lange Horrorspiel mehr gespielt. Empty Bottles Inside. Water, Bier, Soda, Limo. So, was ist denn das da? Keine Ahnung, ich würde jetzt die Dose halt gerne nehmen, aber irgendwie... geht es nicht so. Naja. Dann halt nicht. Was steht da? Kings. Und hier steht... Classic, keine Ahnung. Demons drowned me. I died here. Das ist ein komischer Manager-Trophäe. Es ist alles jetzt nicht so die... Ja. Das ist nicht die richtige Wohnung. Fahrrädel. Müll. Die Nummer 11. Ich muss an die 13. Was ist denn das hier? Das ist hier alles nicht so geil. 12. Okay. Ja, muss ich hin. Ich gehe aber erstmal noch in die 14. Ah, was ist das da hinten? Ah, guck mal da. Eine Statuette, wo ist denn die? Ich sehe sie gar nicht. Also ich sehe das grüne Licht. Also die sieht anders da aus. Das ist nicht so fra. Ja, geil. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Haha. Und ich habe da noch was ganz anderes gefunden. Abgesehen von dem geile Gardezwerg da. So. Das ist natürlich nicht die richtige Wohnung. So, da müsste ich hier mal hingehen. Da sind wir. Das ist Edgars Wohnung. Ja, steht auf dem Schloss. Ich hätte jetzt lights were on all this time. Erstmal die Polizei rufen. Die Leitung ist nicht tot. Wenn das tut macht, ist die Leitung frei. Wenn es tut macht, ist es tot. Oder so irgendwie. War das doch. Okay. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht so wirklich da hin. Ich kann mich mit einem Stift bewaffnen. Oder mit dem Flachmann. So, was ich eigentlich sagen wollte ist... Es ist hier eher sauber. Shit. Ich denke, dass es hier unordentlicher ist. Ha! Jesus, nein. Alter Schwede. Mann, ey. Das ist hier Lambrunner Gefall. Mann. Geile Anlage.
Okay. Okay, hier ist was Seltsames. Was ist das da drin? Wieso? Die Quiche, okay. Wer auch immer da war, ist in die Quiche statuiert. Oh. Pferd. Mechanismus. Ist das Holz, in das Holz ist ein seltsamer Mechanismus angepasst. Es wurde etwas entfernt, eine Art Aufsatz. Ah, wahrscheinlich noch ein Pferd brauchen wir oder so. Was ist das, so Notre Dame oder was? So, guck mal, die hatte flacherer Fernseher wie unserer. Der ist schon fast Flachbildschirm, oder? Hat er die Klappe von der Fernbedienung in mir gefunden. So, hops, hat keinen Sinn. Wir müssen gucken, was da drin los ist. Ich kann sie nicht öffnen. Da ist was auf der anderen Seite, dass die Tür blockiert. Okay. Mal gucken, wo da unten. Seltsam, hier ist kein Griff. Das stimmt. Das ist wirklich kein Griff. So, ist lecker Pizza. Yummy's Pizza Palace. Ja. Okay. So. Ich gehe mal da neben hin. Scheint das Schlafzimmer zu sein. Das war ein seltsamer grüner Spiegel. Da. Oh, ein Klavier, ein Klavier. Das ist übrigens kein Klavier, das ist ein Flügel. Dank Another Code, was ich letztens hier gespielt habe, weiß ich jetzt der Unterschied zwischen einem Klavier und einem Flügel. So, und da ihr keiner dumm sterben will, das lese ich jetzt gleich. Schublade. Schublade ist verschlossen. Da ihr keiner dumm sterben will, keiner mag Klugscheißer, aber keiner will dumm sterben. Deshalb lasse ich eigentlich nicht dumm sterben und dann bin ich halt der Klugscheißer. Der Unterschied zwischen einem Klavier und einem Flügel ist folgender. Jetzt mal abgesehen davon, dass man das Ding aufklappen kann, da kann ich es relativ gut erkennen, was er macht. Das ist ein Flügel, weil nämlich also Klavier, das sind ja so Seiten gespannt hin und da haue so Klöppel dran. Beziehungsweise in dem Fall haue die drauf. Und wenn die Klöppel von unten an die Seite dran haue, so wie hier, die sind halt so horizontal gespannt und die haue dann halt von unten dran, die Klöppel, oder von oben, was weiß ich, kenne mich doch nicht aus, dann ist das ein Flügel. Ein Klavier ist, da sind die Seiten vertikal gespannt und die Klöppel haue dann von vorne dran an die Seite. Dann ist das ein Klavier. So, haben wir wieder was gelernt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich lese jetzt mal ein bisschen was. Eine Seite aus Edgars Tagebuch, was ich nicht lesen sollte. Egal. Nach vielen Jahren kehrte ich schließlich in das alte Familienheim zurück. Leider musste ich bei meiner Ankunft feststellen, dass nichts mehr vom Haus übrig war. Alles war zu einem traurigen Trümmerhaufen zerfallen. Unter all den Trümmern fand ich jedoch diese seltsame Truhe. Obwohl sie eindeutig sehr alt war, war sie gut erhalten, exquisit gefertigt, aus edlem Holz und mit seltsamen geometrischen Symbolen verziert, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Anfangs bemerkte ich es nicht, als ich klein war. War ich es gewohnt, alle möglichen bizarren Gegenstände im Haus zu sehen, die mein Vater auf einer seiner unzähligen Reisen entdeckt hatte. Die Truhe jedoch hatte etwas Unheimliches und Mysteriöses an sich, und so beschloss ich, sie aus den Trümmern zu holen und zu versuchen, sie zu öffnen. Naja, okay. Ich hoffe, dass das Schreiben dieses Tagebuchs mir hilft, meinen Schock bei meiner Entdeckung zu überwinden, denn was ich in dieser schrecklichen Truhe gefunden habe, konnte nicht zu dieser Welt gehören. Da bin ich mal gespannt. Okay, er scheint sehr gern bei Yummy's Pizza Palace bestellt zu haben. So, jetzt müssen wir hier mal untersuchen. Was ist mit diesem Spiegel passiert? Ja, das habe ich mich auch schon gefreut. Achso, da gibt es nichts außer das halt. Okay. Kommode. Er hat auch ein bisschen Brett gehabt. Mach mal Lichter. Funktioniert nicht. Ja, ich kann dann irgendwie bimmeln. Also. Oh, Seite? Achso, ja, ein Bett. So, dann waren wir also hier. Dann gehen wir halt hier lieber. Ah, ich muss die Tür auf. Scheint das Badezimmer zu sein.
So war dann der Schalter aber so beleuchtet. Das ist ja komisch. Der hat nur einen Teppichboden. Okay, also das Badezimmer sieht komplett verranzt aus. Man, du guckst wieder rechts von der Wohnung, die ist eigentlich aufgeräumt. Ja, jetzt ist es hier auf dem Müll, ne? Aber hier eigentlich okay, aufgeräumt, schon, ne? So. Aber das Badezimmer da, das sieht halt wirklich übel aus. Da ist ein Gitter. Unter diesem Rost funkelt etwas Metallisches. Mit dem richtigen Werkzeug sollte ich es öffnen können. Sehr gut. Mit der Schere. Schrank kann ich nicht gehen. Hier. Kling. Will ich in der Arbeit gucken? Ach ne, überall ist Schimmel und Schmutz. Hat Onkel Edgar jemals sauber gemacht? Also wirklich hier, also. Das sieht halt hier richtig übel aus. Da komme ich nicht hin. Okay. Ich brauche irgendwelches Werkzeug. Was ich aber noch nicht habe. Oh, guck mal da. Also Hundestatue. Die kann ich nicht nehmen, ne? Ich dachte, das ist das, was ich brauche. Für da innen drauf. Kann ich eigentlich wieder rausgehen? Grundsätzlich schon. Alter, hat da einer gewohnt? Ja, jetzt ist die Tür hier auf. Okay. So, was mir aufgefallen ist das da oben. Die Falltür. Ist eine Falltür, aber sie klemmt. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, als ich dort die Tiere hingekommen bin, weil dann sehe ich nämlich, dass da oben was Komisches. So, sollen wir da oben ab ich an die Decke gucken. Okay. Wir haben also eine Schublade, die verschlossen ist. Wir haben eine Falltür, die verklemmt ist. Weil die klemmt halt. Wir haben ein Gitterchen, für das man Werkzeug braucht. Und wir haben eine Lampe, die runtergefallen ist. Schalter. Und wir haben ein Pferdemechanismus da hinten, wo ich nicht weiß, was er macht. Das war ich jetzt aber nicht. Das ist so eine, aua! Was ist jetzt los? What? Alter. Was ist das denn gerade für eine Kacke gewesen? Okay, was ich jetzt aber gesehen habe. So, Iwe ist jetzt. Kann ich jetzt da durchgehen? Yeah. Was ist denn das? Essen? Nee, das esse ich nicht. Gemälde? Ist das eine Türe? Unter dem Gemälde ist ein merkwürdiger Riss. Vielleicht kann ich ihn öffnen. Ah. Ich kann es nicht bewegen. Es ist fest an der Wand befestigt. Ich wollte eigentlich die Figur da betrachten, aber okay. Ich habe jetzt schon wieder so viel offene Dinger. Ne, ich esse die Pizza nicht. Die ist eklig, da krabbelt Ameise drauf rum. Ich muss mir nicht alles in die Goschen stecken. Schalter geht auch nicht. Ah ja, da guck. Ja, voilà. Zack. Machen wir die jetzt auf. Muss ich schon immer durchs Fenster, hoppala. Durchs Fenster klettern. So. Ich will eher wissen, was das so ist. Okay, ich bin noch nicht bereit davor. Benutze Tür. Geht nicht. Okay. Das würde ich auch nicht mehr essen.
Was? Untersuchen? Was ist das für ein abscheulicher Gestank? Das ist richtig schrecklich. Die Idee gefällt mir überhaupt nicht, aber ich kann versuchen, durch dieses Loch zu klettern. Achso, da unten. Ey, super, wenn ich runtergucke, welche? Ja, doch, geht. Ich will mich noch ein bisschen umgucken, bevor ich durchs Loch kletter. Guck mal in den Müll. Hier riecht es ja schrecklich. Wie konnte mein Onkel hier unter solchen Bedingungen leben? Ey, es ist aber... Ja, also jetzt mal abgesehen, ne, da ist der Schrank umgefallen. Das haben wir ja gesehen, ne? Das wäre da kann er nichts davor. Das ist so die Lampe leid. Dann war ja da einer hin. Der da... Okay, da ist zugemauert. Zugebrettert. Aber eigentlich geht's noch, ne? Aber ich glaube halt eher, dass der, wo da hin war, dass der da halt, hat man ja gehört, dass der da, Randale gemacht hat da hin. Er hat irgendwas gesucht. Also er ist halt gestorben, ne? Und deshalb steht da ein Haufen Essen rum und sowas, was jetzt halt kaputt ist. Also da kann er mir jetzt nichts davor. So, ich muss da jetzt halt durch. Also so schlimm finde ich es nicht. Bis aufs Badezimmer. Das Badezimmer war halt wirklich eklig. Ich merke schon, ey, das wäre ein schlimmes Spiel für mich. Ich verschrecke vor jedem Scheiß. Er wird uns nicht mehr stören. Ich habe herausgefunden, wo es ist. Es scheint, dass Gottes Auge dort versteckt ist. Ja, mein Gebieter. Ich werde mich sofort dorthin begeben. Oh, God. My head. Aber echt, hey. Where am I? Okay. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich mach mich mal klein, guck mich ein bisschen um. Vielleicht finde ich was da hinterm Gitter. Bewege. Naja, wahrscheinlich komme ich da dann raus. Aber erstmal gucke ich mich noch ein bisschen um. Das ist auch nichts. Ich probiere natürlich die Tür. Verschlossen. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Ah ja, dann wird es wahrscheinlich das da sein. Hier ist ein Gitter. Es wirkt ziemlich instabil. Ich könnte es mit einem Tritt durchbrechen. Schlagen. Ich könnte es mit einem Tritt durchbrechen und das machst du drauf schlagen. Ja, guck mal, hat ja gepasst so. Der Durchgang ist ziemlich eng, aber ich muss es versuchen jetzt, aber... Aber echt... Nee, das ist nicht das Heißel vom Opa. Vom Onkel. So. Warte mal, ich guck mal, ob ich jetzt zu dir hinkomme. Nee. Ich weiß halt nicht, ob das sind, glaube ich, die Schritte, die wir hier sind, glaube ich, von mir. Dokumente. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. 30. Oktober. Das Verschwinden des Sohnes des alten William, Edgar Mitchell, hat uns ziemliche Probleme bereitet. Es war nicht leicht, jeden einzelnen Polizisten im Auge zu behalten, aber glücklicherweise haben sie absolut nichts am Schauplatz des Feuers herausfinden können. Der Zweck dieses Gebäudes muss um jeden Preis geheim bleiben. Im Moment befindet sich der Fall in den Händen unserer Leute bei der Polizei. Dieser Detective wird keinen Fuß mehr in unser Gebiet setzen. Nichtsdestotrotz müssen wir herausfinden, was mit Edgar geschehen ist und den Fall abschließen, bevor noch jemand anderes hier herumschnüffelt. Wir werden damit anfangen, seine Wohnung zu durchsuchen. 5. November. Wir haben den Beweis für die Existenz von Gottes Auge. Die Priesterin hatte recht. Während der Überprüfung von Edgars Wohnung haben wir einige Papiere gefunden, die seinem Vater, dem alten William, gehört haben. Okay, das ist einfach seltsames Deutsch gerade. Die seinem Vater gehört haben, ne? Passt eigentlich, egal. Alles deutet darauf hin, dass er im Besitz dieses heiligen Artefakts war, ohne dass wir davon wussten. Wie ist es möglich, dass uns ein solch vertrautes Mitglied der Ordnung hintergeht?
Wir versuchen zu verstehen, wo es versteckt wird. Alle Zeichen deuten auf einen Ort außerhalb der Stadt hin, wo sich wohl mal ein uraltes Dorf unserer Vorfahren befunden haben soll. So, also. Unser Opa war der William. Edgar war der Sohn. Und das ist wiederum der Bruder von meinem Vater. Oder meiner Mutter. Und unser Opa war Mitglied von dieser komischen Ordnung da anscheinend und hat wohl Gottes Auge gehabt. Oh, was ist das? Das kenne ich. Das ist das Ding, wo rechts davon das Pferd steht. Okay, das ist das komische Bild. Das ist der Spiegel. Am Spiegel hin sehe ich da irgendwie so komischer Knopf. Das ist die Falltür. Wurde Onkel Edgar ausspioniert? Wer sind diese Leute und wonach haben sie gesucht? Hoppala. Wieso ist denn jetzt das Licht so rot? Ist schon immer so? So, ich guck mal. Geschlossen. War ja klar. Ich glaube, da Ive ist die Küche vom Onkel Edgar. Da sind wir durchgegangen. Hat er uns Kopf gedreht. Oder andere Kopf. Untersuchen. Was zur Hölle ist das? Sieht aus wie eine Art Kokon. Schraubendreher, jawohl. Den kann man gebrauchen. Damit kann man... Okay, das sind nicht meine Schritte. Du musst doch wieder raus. Ich hoffe, dass er... Ja. Dass er nicht du ist. Der Anna Fuzzi. Okay. Schraubendreher. Was macht man denn mit? Sollen wir erst mal probieren? Ne, ich esse die Pizza nicht. Die ist eklig. Ich will schon mit dem Schraubendreher im Bad. Das bin ich. Im Bad probiere so. Aber ich guck mal trotzdem erstmal noch alles an. Das Holz ist ein seltsamer Mechanismus. Jetzt pass auf. Ich drehe jetzt eine Gaul. Und gucke jetzt mal noch ein Bild. Ob da jetzt sich irgendwas getan hat. Ah. Okay, ich drehe noch eine Mode Gaul. Ich weiß nicht, wie viele Richtungen der hat, welche. So. Also so, aber hat er nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das mit was zu tun hat, ne? Aber Versuch macht klug, ne? So, jetzt steht der Gaul. Das anders da. Ah. Nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, du brauchst halt einfach noch, so Ding. Ey, kann ich den Schraubendreher vielleicht an der Tür benutzen? Nee. Hätte ja keinen Sinn. So, dann gucken wir mal da oben. Falltür klemmt. So, jetzt meine letzte Hoffnung. Das Gitter. Ah ja. Quietsch. Quietsch. Kleiner Schlüsselgriet. Achso, nee, kleiner Schlüssel habe ich jetzt. So, mit dem kleinen Schlüssel gehe ich jetzt an die Schublade. So, an dem Spiegel war noch irgendwas. Ach, das war die Steckdose. Ich will nochmal untersuchen. Weiß ich nicht. So, ich gehe da jetzt mit dem Schlüssel natürlich an die Schublade. So, was ist da? Hat gepasst. Und was finde ich? Tagebuch. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Nach dieser schrecklichen Entdeckung wurde die Suche nach Antworten auf meine Fragen zu einer regelrechten Besessenheit. Also habe ich damit begonnen, die alten Papiere meines Vaters sorgfältig zu studieren. Ich tue mir die Fehler einfach im Lesefluss ausbessere, schon wäre ich da blöd im Kopf. Während meiner Forschung stieß ich auf die Existenz eines mysteriösen Ordens. Seine Ursprünge sind uralt, aber anscheinend existiert er noch heute. Ich habe eindeutige Hinweise in den Notizen meines Vaters gefunden und es scheint, als wäre er sogar ein Mitglied gewesen.
Ich habe außerdem herausgefunden, dass mein Vater neben der alten Hütte in den Bergen noch viele weitere Grundstücke im gesamten Gebiet verstreut besaß. Ich hatte ja keine Ahnung. Warum hat er mir nie davon erzählt? Und da war ein Ort, der ihm ganz besonders wichtig war und es scheint, als hätte er alles daran gesetzt, ihn geheim zu halten. Ich habe eine Karte angefertigt, die seinen Standort zeigt. Ich mache mich sofort auf den Weg dahin. Also hat Großvater William im Geheimen ein Stück Land besessen? Edgar muss davon erfahren und diese Karte angefertigt haben, okay. Black Hill Castle, Black Hill Forest, Rock Valley, Northwood, kann ich nicht lesen, Camping, Stonefield und Wolf Creek. Also im Schwarzhügelwald. Muss er irgendwie... Okay. Ich gehe besser sofort dorthin. Ich werde später hier zurückkehren. Die mich hier eingesperrt haben, sind auf dem Weg dorthin. Wenn ich mich beeile, kann ich vor ihnen da sein und herausfinden, was hier los ist. Na, die Seite haben wir schon. Ja, aber das sind ja noch... Was ist mit dem Spiegel? Und was ist mit dieser Falltür? Okay, ich gehe ja schon. Vielleicht nochmal die Polizei rufen? Nee. Nix Polizei rufen. Okay, dann. Gehe ich hier zurück. Kann ich an die Mitra gehen? Verlassen. Kapitel 3, der geheime Ort. Der Weg wird langsam anstrengend, aber ich sollte fast da sein. Der geheime Ort meines Großvaters sollte in einem Tal nahe eines uralten Schlosses nicht weit von hier sein. Mit ein bisschen Glück sollte ich es schaffen, vor allen anderen dort zu sein. Die mich gefangen halten, sind auch auf dem Weg hierher. So, ihr Leid, dann statte mir in Kapitel 3, aber es tut mir sehr leid, erst in der nächsten Folge. Verheilt soll es das gewesen sein. Ich denke mal, dass so ein schwarzer Bildschirm ist und dass jetzt gleich das Text nochmal kommt und ich gleich X drücken darf. Ich denke mal, das hat aber schon geholfen, ein guter Inblick zu kriegen, was ihm in dem Spiel erwartet. Also, eigentlich gab es nicht wirklich Jumpscares, also so richtig fiese, sondern man konnte schon vorher, ich bin trotzdem schreckhaft wie Sau. Und es ist halt eher so mehr auf Grusel und leichte Rätsel. Bisher waren die Rätsel halt alle so, kommst du nicht hin, du brauchst Objekt A, also geh zu Ort B und hole Objekt A und geh zurück zu C oder sowas. Das finde ich aber gut, so ein bisschen seichte Gruselkost sozusagen, bin ich ja nie abgeneigt, sowas mag ich schon. Außerdem sieht man viel Wald, das ist immer gut. Aller gut, ihr Leid. Verheizt uns das, wie gesagt, gewesen sind. Machen wir morgen dann weiter. Und tschüss.